Warum denn? Habe die Ehre. Ich bin's, der Birger. Heute kommen wir zu einer weiteren Folge vom Stammtisch-Micker und zwar schon der zweite. Beim letzten Mal habe ich es ja schon kurz angekündigt, dass ich da eventuell ein Thema habe und tatsächlich ist das eingetreten, was ich tatsächlich erhofft habe, was eintritt. Da muss ich ein bisschen aus, damit Leute überhaupt kapieren, was möchte man sagen mit diesem Titel. So ganz weiß ich das, um ehrlich zu sein, auch selber nicht. Das ist aber nicht so schlimm. Jetzt mir gekauft. Und zwar folgendes. Vor 3 Wochen circa, da war ich noch im Urlaub. So, kriege ich eine Markierung auf einem von meinen eigenen Videos, nämlich bei How to Leberkasten, womit der ganze Scheiß halt angefangen hat. Leider Gottes weiß ich jetzt gerade den Namen nicht mehr auswendig, ich werde das da aber einblenden, wenn ich diesen Post nochmal finde. Danke an dieser Stelle an denjenigen, der mich da markiert hat. Allerdings weiß ich noch, was er geschrieben hat, nämlich Birger Lex, schau hin, du trinkst sogar bis zum vorher. Nämlich zur Firma Händelmoor. So, jeder, der nicht weiß, wer der Händelmoor ist ein wahrscheinlich hauptsächlich Soßenhersteller, wer How to Leberkast kennt. Und ich gehe jetzt mal davon aus, das kennen die meisten und das haben wirklich so massive Like gesehen, dass du sagst, Kruzifix gibt's das. Da gibt's in Phase 1 oder 3, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Eine scharfe oder eine süße und allerhöchstens gar nichts und nichts anderes. Einen ganz wichtigen Hinweis, nämlich entweder du haust einen süßen Senf ein, einen scharfen Senf ein oder gar nichts. So und nicht anders. Gut, habe ich gesehen, hat mir gedacht, geil, der Händelmoor, selbstverständlich darf der mein Video umeinander teilen, das ist aber eh klar, auf der Facebook-Seite vom Händelmoor läuft dann quasi How to Leberkast, haben sie ja ein paar tausend Leute geschaut. Ich hab Gaudi halber. Dann demjenigen geantwortet, der mich da markiert hat, leg mir am Arsch, werde ich direkt rot, da kannst du schon mal ein Glasl springen lassen. Smiley, 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 Smiley. Also wirklich aus Gaudi aus, so, ja? So, was passiert? Eine Woche Stille, Lalelu, und auf einmal kriege ich eine Nachricht. Voll geil. Und zwar tatsächlich von Händelmoor, der schreibt, Servus Birger, kannst du mir mal die Adresse geben, so Lalelu, dann schauen wir mal, was wir da machen können. Und ich bin so da gesessen so. Echt jetzt oder was? Tja. Und da ist das Ding. Ich habe so viel lachen müssen an dieser Stelle, ohne Scheiß. Also ich bin jetzt halt nicht da, ich weiß gar nicht, muss ich dieses Video jetzt dann eigentlich muss ich da Produktplatzierung dann mal? Ich meine, ich bin ja nicht gesponsert vom Händelmoor, ja? Also ich kriege da kein Geld und sonst was, aber ich habe ihm dann zugeschrieben, das ist die geilste Nummer, die ich seit langem erlebt habe. Und da habe ich mir gesagt, wenn ihr nichts dagegen habt, dann mache ich da halt quasi ein ganz Unboxing-Video. Und was denn die? Schickt mir das Backel. Das ist die geilste Nummer, die ich jemals gesehen habe. So, schaut da irgendwas da? Das hat 3,6 Kilo. Meine lieben Händelmeiers aus Ringspur, ganz ehrlich, wenn ich da jetzt 3,5 Kilo Senf drin finde, dann kriege ich einen Schlaganfall. Ist euch das klar? So, jetzt muss ich ganz schnell mal eine Schau holen, was sonst kriege ich das drum nicht auf. Momental. So, da haben wir schon wieder Schau rausgeholt. Fangen wir an. Lest mir jetzt mit dem Lieferschein. Was ist da los? Tatsächlich, damit mir das auch glaubt wird, da, hier. Kann man das lesen? Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich unscharf, scheißegal. Was haben wir da? Artikelnummer, bla bla bla, gratis, Einheit, ein Stück, Grillpaket LH. Also gehe ich schon mal davon aus, dass nicht 3,6 Kilo Senf ist. Wer soll den die fressen, wenn es mich fragt? Gut, weg mit dem Lieferschein. Ich mag es endlich reinschauen. Ich wollte schon immer mal ein Unboxing-Video machen. Natürlich nicht. Hilft jetzt nicht? Jawohl. Oh, geil, ehrlich. Also ich sehe noch nicht, was drin ist, aber ich sehe das. Kennt ihr das? Anti-Stress-Folie Level 9000. Alter, was ist denn da alles drin? Das ist wirklich fein säuberlich verpackt und jetzt kommt nochmal quasi, voll die schöne Geriffelte, das hört man vielleicht. Nochmal eine Schachtel in der Schachtel. Quasi Schachtelception. So, jetzt die Ausdruck haben wir für alle unzufriedenen Leute. Kauft euch mehr Blubberblasenfolie. So, gehen wir weg. Nein, das werden wir nicht, das muss ich nachher bloß wieder aufräumen. So, das ist also das Paket, das ist wirklich tatsächlich voll schön. Ich bin so gespannt. Das ist voll schön hergekriegt. Ich weiß nicht, kann man das erkennen? Also ich kann auf alle Fälle Senf erkennen. Ja, da ist ein Haufen Shit drin. Boah, leck, Alter, wie ist denn das? Das ist wahnsinnig, oder was? Voll geil. Fangen wir an. Was haben wir da? Eine Barbecue-Karte. Also quasi eine Postkarte.
Vielen Dank. Boah, leck sogar mit. Boah, leck, wie geil ist denn das? Auch da muss ich vorlesen. Wir haben eine Karte, die perfekte bayerische Brotzeit. Schauen wir mal, ob er alles richtig macht, der Herr Händelmeier. Brezen, richtig. Radieserl, richtig. Süßer Händelmeier-Senf, richtig. Weißwurst, richtig. Weißbier, richtig. Radieserl zu der Weißwurst, die kenne ich jetzt halt nicht. Aber ansonsten ist es alles schon ganz okay. Dann hat er tatsächlich, ich hoffe, dass man das irgendwie sehen kann, da ist tatsächlich mit Hand draufgeschrieben worden. Der ganze Brief, nichts mit Computer vordruckter Scheiß und so weiter. Respekt, meine Herren. Lese ich vor. Servus, Birger. Noch einmal vielen Dank für die Erwähnung. Anbei, wie versprochen, eine kleine Auswahl unserer Besten. Viel Vergnügen beim Verkosten und weiterhin viel Spaß und Erfolg. Dein der Händelmeiers. Adressiert an Birger. Das ist wirklich die geilste Scheiße, die ich seit langem gehört habe. Da habe ich nicht damit gerechnet. Bombengeil, vielen Dank an dieser Stelle. An die Händelmeiers und an den, der wieder drum markiert hat, weil sonst hätte ich gar nicht mitgekriegt. Dann haben wir hier bayerisch süßer Hausmacher-Senf. Das ist der klassische süße Senf. Ich stelle das jetzt einfach einmal da hier vorne so her, damit wir das einigermaßen sehen. Bester Mann, was anderes kippt man auch nicht mehr in den Kühlschrank rein. Das darfst du aber mit sauber glauben. So, dann haben wir hier, ich gehe davon aus, das ist ein Würstelsenf, mittelscharf. Den habe ich, glaube ich, so noch nicht gehabt. Oder die Verpackung oder die Aufmachung ist neu. Kann man halb brauchen. Dijon-Senf mit Chili verschärft. Okay, der wird da mal sauber das Licht ausblasen, meine, der brennt 4 bis 8 Mal. Kann passieren. Grillsenf, würzig mit der richtigen Schärfe. Also schon 3 verschiedene geile Würstelsenfer, geht's eigentlich noch brutaler. Und dann so richtig schön einpacken, so mit richtig schöner Box und so. Da bin ich echt begeistert. Ich bin begeistert, meine Damen und Herren. Dann haben wir da so ein kleines Osternestel. Ich habe mich nämlich gerade gefragt, wo sind denn die 3,6 Kilo herkommen? Haben da noch mal einen Haufen Sachen drin. Jetzt pass auf. Da haben wir American Mustard, extra mild. Da bin ich jetzt tatsächlich gespannt. Das schaut mir so ein bisschen nach. Nein, die müssen jetzt komplett aufmachen, das werden wir jetzt nicht. Das schaut ein bisschen nach so einem Hotdog-Senf aus. Kann ich nicht sagen, ich rieche auch nichts, das ist ja alles hier noch zu. Das werde ich jetzt auch nicht aufmachen. Da, was haben wir da noch? Aioli-Sauce, Knofit sauber, kann man auch brauchen, den wir auf die Seite nochmal. Eine geile Steak-Sauce, die ist neu, steht übrigens auch drauf. Mit erlesenen Pfeffersorten und Senf. Alles klar? Nimm ich doch dann. Was haben wir noch? Haben noch 2 Gläser drin. Dann eine Barbecue-Sauce, auf die bin ich jetzt gespannt. Die muss ich jetzt probieren, weil bei einer Barbecue-Sauce, bei einer sauberen, da verstehe ich überhaupt keinen Spaß. Ich habe da meinen persönlichen Favoriten, wie das nämlich also ist. Und das weiß, kann ja der Händelmann nicht wissen. Und nicht purer Zufall, mir kommt das gerade recht. Wer mein erstes Special, How-To-Special kennt, nämlich How-To Fleischbatzen, der kann sich denken, dass ich das wahrscheinlich nicht bloß einmal mache, sondern jetzt Wochenende mache und grill wie ein Vollgasnarischer. Und deswegen kommt mir das da wirklich so dermaßen gut gelegen, dass ich sage, bam, ins Gesicht, Alter. Deswegen, die Barbecue-Sauce, die werden wir jetzt ganz kurz einmal, antasten. Erst schütteln, beschütteln ein wenig schütteln. Da bin ich jetzt gespannt, der Händelmann. Ich werde da so ein ehrliches Urteil fällen, wie ich kann. So, meine drücken Saubratzen rein, ich weiß eh. Das ist sehr süß. Das muss aber so sein bei einer Barbecue-Sauce. Ich sag ganz ehrlich, ja, das sieht da zum Umeinanderschleimen und so weiter. Ich versuche gerade Kritikpunkte auszufinden. Der einzige, sie ist wirklich und ich mag süß, ja, das passt, ja. 2 Kritikpunkte, sie ist extrem süß, ist aber geil, ich mag das. Der zweite Kritikpunkt ist, es schaut aus, als wäre ein Breckerl drin. Ganz mini kleine Bresal. Das macht von der Optik her theoretisch eigentlich nichts aus. Man schmeckt die auch nicht, also man spürt die im Mund nicht. Es irritiert mich nur optisch ein bisschen. Warum? Weil ich halt einen Favoriten habe, was eine Barbecue-Sauce betrifft und da haben keine drin. Die ist viel dunkler. Aber kommt vom Geschmack her massivst nah ohne. Und ist wirklich nicht schlecht. So habe ich natürlich auch gerade kein spontanes Hosentaschenfleisch dabei, dass ich es mit Fleisch tasten kann. Aber der erste Eindruck, obergeschleckt von den Dreckbratzen, das passt schon. Wenn jetzt der Erste daherkommt, der sagt, nee, greif doch da nicht mit deinen dreckigen Griff hinein, sag ich, kannst du Hände waschen. Und dann gehen wir zur letzten. Ein Paprika-Salsa mit knackigen Paprikastückchen. Das hört sich ebenfalls saugut an. Ja, was soll ich sagen? Osternestel ist auspackt, schauen wir noch, nicht, dass wir noch irgendwas übersehen haben. Nö. Die Bresel noch nicht auf Zeiten. So. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist eine Nummer, mit der habe ich wirklich, ich bin jetzt so nicht da, dass ich euch einen Händelmann schmackhaft mache. Ja, ich möchte euch bloß erzählen, was mir... Hoppala, also schon wieder Kuppel rausgehauen, ist aber nichts passiert, Aber ganz ehrlich, nach dieser Aktion kommt mir kein anderer verfügter Senf mehr in den Kühlschrank rein. Sag ich dir, wie es ist. Hab ich nicht erlebt sowas. Reagiert drauf, wie man denkt, ja, wird schon was der Richtigkeit haben, was tut der Händelmann? Schickt mir einfach mal ein saures Backel. Tja, dann... Da ich nämlich sagen, haben wir es nämlich für einen Stammtisch mitgehört heute schon wieder. Wir sehen uns wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche, je nachdem, was für ein Thema das mir einfällt. Ich habe ja schon was im Hinterkopf. Allerdings kann es aber sein, dass es ein anderes Videoformat wird. Wir wollen ständig nein sagen, ihr wisst es eh, wie es ist. Wenn euch das Shit taugt hat, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar. Habt Fragen, habt sonst irgendwas, sagt es eine Freund, schreit es ins Gesicht, abonniert gefälligst einen Birger oder ich schluck dich, du Arschloch.
Nein, natürlich nicht. Ich bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Haut euch eine. Ich glaube, ich hau mir jetzt 4, 5, 8 Soße ins Gesicht. Habe ich die Ehre.